Nummer 197. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, abschirme auch Toben von fern, mein Herz im Glauben doch allerzeit singt, mir ist wohl in dem Herrn, mir ist wohl in dem Herrn, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Die Last meiner Sünden trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Fern. Er stirbt ja für mich, auch am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreiset dem Herrn. Mir ist in dem Herrn, mir ist wohl in dem Herrn. Nun leb ich im Christo, für Christum allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm hab ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. 142. Mit 242. Einzig dich, mein Herzensheiland, hab ich mir als Herrn ersehnt, der du treu schon hier auf Erden mich letztselige Wege gehen. Einzig dich, meine ich, liebster Heiland, einzig dich. Einzig dich kennt meine Seele aus wahren Freudegrund. Hab ich dich, so steh ich sicher in dem ewigen Friedensbund. Einzig dich meine ich, liebster Heiland, einzig dich und keinen anderen suchen will mein Herz fortan, dich zu haben, zu genießen, geb ich alles gern daran. Einzig dich meine ich, liebster Heiland, einzig dich, der mich angesicht ich schaun, auferschwing ich mich im Glauben, dich zu sehen auf Salems Au. Einzig dich meine ich, liebster Heiland, einzig dich.
nummer 309. Nummer 309. O wie süß klingt Jesu Name, o wie hat allen Schmerz, und wie bringt Frieden, Freude, jeden kindlich gläubigen Herz. O wie süß es erklingt, wenn ein Herz von Jesus singt. O wie süß es erklingt, ein Herz von Jesus singt. Lass uns in Jesu Namen, ist eine gute Welt. In ihm werden wir besiegen, unser Feinde ganzes Herr. O wie süß es erklingt, wenn ein Herz von Jesus singt. O wie süß es erklingt, wenn ein Herz von Jesus singt. Welch ein teurer Name ist Jesus, o wie so hoch beglückt, dass sein Volk erlöst von Sünden, ihm entgegenjauchzend sind. O wie süß es erklingt, wenn ein Herz von Jesus singt. O wie süß es erklingt, wenn ein Herz von Jesus singt. Singt mit Marken Jesu Namen, seinen Ruhm mit Mut bis heu. Bis zu der Scheide lagen, die gekrönt sich vor ihm nahe. O süß es erklingt, wenn ein Herz von Jesus singt. O wie süß es erklingt, wenn ein Herz von Jesus singt. So Lied vom Singen. Goedemiddag alla. Welkom hier te des Gottesdienst, des Gemeindestund, Gemeindetag, wo wir teilkommen ans örtliche Terbühen, was die kijken, was da so geplant ist, was da randt. Ich wünsche, dass wir alle können etwas mitnehmen, uns Namen da an, und dass wir, ja, dat het voor ons een matleben wie een Erbauung. Ik deed dan een paar Vers denken, als ik me met naam laten voor de begrüßung hier. En dan denken, krijg we zo'n toekomst als dit. Wel, ik lees een paar Vers uit Psalm 97. Hier Psalm 97 von ein Passage, da sagt er, der Herr ist König, das freue sich das Erdreich und sehen freulich die Inseln, so viel ihrer sind. Wolken und Dunkel ist ihn her, Gerechtigkeit und Gericht ist seines Stuhles Festung. Feuer geht vor ihm her und zündet an Herr seine Feinde. Seine Blitze leuchten auf den Erdboden, das Erdreich sieht es und erschreckt. Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher des ganzen Erdbodens. Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit
und alle Völker sehen seine Ehre. Das Psalm redet besonders von dessen grauten König, oder von dessen König. Das sagt der Herr ist König. Wie für uns ist es dann klar, dass der Herr, Gott, der Schöpfer Himmels und Erde und so weiter, der ist König und so weiter. Und hier sagt dort, das ganze Erdreich soll freudig sein und sich freuen, auch alle Inseln. Ich denke, dass hier dann nu kriegt meint die Erde, und das versteht sich aber ein klein bisschen so. Aber es sind hier nicht diese Gemeinden, die da auf das Erdreich wohnen, auf den Inseln und so weiter. Und ebenso ist das auch, wenn der Herr irgendwas will in seinem Plan, dann ist das Erdreich am Untertan. Ja? Wenn ich der Plan da ist, dass der Frühling kommt, dann hat das manchmal noch nicht geregnet und da sind das gewisse bestimmte lebende Dinge, Bäume oder Planten, was immer, die fangen bloß an abzugehen, fangen bloß an zu greinen. Kijk mal nu ein paar Weg 3, wo die Tachivos bleiben, zum Beispiel. Und so ist in dieser Natur hat Gott so viele verschiedene Dinge angelegt. Nun eine Karte Zeit, wo wir sein, wo diese Toborotschis, die Buddelbäume, waren anfangen zu blähen, und sie jätert. Wenn die Zeit da ist, dass der Herr das gesagt hat, da ist, freut sich die Erde. Alles Sachen, die Planten und so weiter. Und ich dachte, wie viel mehr haben wir als Menschen eine Ursache, oder ich meine, Gelegenheit abzukicken, auf dem Herr seine Werke, auf die Schöpfung, und dass wir uns mit am Freien. Da sind von der ersten Tag viele Dinge, was ich die mit beobachtet habe. Ich flüchte schon dreimal ein, so ein Prediger, der Meier steht in Raum essen so wieder, wir reden von den Vulkanos. Dann frage ich an, dass die da irgendeine Acht abgeben auf die Vulkanos, dass die, wir hören von der ersten Tag mit Meier das Nachrichten, wenn es hier ein Vulkan aufgegangen, da ist einen so, das dort. Oh ja, sagt er sagt sehr viel ab, dort, er hat das sehr genau beobachten. Und er sagt, das sind Tekens, dass der Herr sich bewiesen hat, dass er immer noch da ist, dass er das unter Kontrolle hat und dass er reid mir zu sein wahrer kommen. Wir sollen Acht geben ab dort. Wir denken vielleicht so, die Vulkanos, da wir von hier und so weiter, die sind alle vielleicht weit auf und wer weiß, was kriegt. Ich glaube, Indonesien hat vielleicht mehr von den Gradsten. Aber lauter Zeit sind hier in Zentralamerika gewesen. Nur die letzte 2 Wochen vielleicht, von 2 Wochen 3, wir dort in der Nachricht, dass sich Beschwerden über dort, hat den Begreisten auch dort, dass hier in Snowballand, Peru, ein Vulkan aufgegangen ist und dass sie dich an die Grenze, dass auch die bolivische Bevölkerung davon betroffen ist. Der Aussteller sich hier in der Hechwerte, ich habe mit dem Wind mit, und versteht einfach viel ab ihr. Das Trinkgesud, da wird zu haben in den Puddels, wo immer seit nehmen mit der Riefasch, das wird einfach von der Lava, von der Asch verschwindet, dass das nicht trinkbar ist, und eine Sache, was dort. Nu lesen wir von, dass der zweite Vulkan aufgegangen ist, hier in Peru. Und das hat uns betroffen, so das ist ganz fertig der hier ans Snowballand, das Messkriegt bei uns, ja, so sein, nicht? Also, das kann dich bei veransen, der das nicht bis dort mit auf, wo passiert. Das haben das Team, was gedenkt, wo ich manchmal irgendwas in den Kicken, da wollen wir wollen unseren Gott betrachten. Wo ist er und was meint er hier, wenn das sagt, dass der Herr der König ist, so er meint hier, er ist König, er ist der über das Ganze in Sein hat, er hat das unter seine Kontrolle. Und da sollen wir uns mitfreien mit dort. Die Inseln, die Erde soll sich freien damit. Und auch das die Waldchen dort bedachen und so weiter. Ab eins kann ganz dunkel merken, dass der Tag mal nicht Sonnenschein ist. Das ist nicht so einfach. Das ist nicht, wenn wir Menschen das wollen, mal alles in ihr Schatten bringen, auch mal bloß dort Port, was wir glauben, was uns
Kapital anbelangt, unsere Wirtschaft, oder eine Stab ist es dort, dann wird wir unheimlich viel mehr dafür haben. Den Herr ist auch eine große Sache, der hat viel wieder. Und wir werden gestern weggefahren, dann kommen wir so Mitternacht, haben wir jetzt nachgeschwiegen, würde wir dann sagen, vielleicht nicht. Aber die Sache, wir, Abraham und Elder, sie werden weggefahren, wir alle Monate können nicht kommen, müssen nicht abschieben, ich habe die drei. Und jeden Abend wird das gekeilt nach, keilt das alle auf, weil ich nicht das Grotglas beobachten und fertig. Von 4 Jahren das, Bad Chihuahua fahren, dass wir von ungefähr 6 Grad der Unterschied, das war da. Das geht drauf, hinterweg ist, und geht ab. Dann geht es wieder rauf, geht ab. Das ist nicht überall bloß eins ist dort. Wer kann sich das verstellen? Wenn wir bieten wollen, einen Eier abstellen, oder wer weit Wort haben, wo wir durch eine Street, wo wir das überpüsten können, die Temperatur, was wir dann produzieren können, da wird dann vielleicht ein bisschen was ausmerken. Das eben das es war aufhängig von der Natur. Das Gott hat geordnet haben, und das hat das well. Aber das so wie am Doel geht in so Englisch, das als meine Frau. Ich meine, was erst da kriegt, was hält er da ab, und all diese Dinge. Aber Gott hat es sich geordnet. Und was ist nicht für ein großes Gebiet, das uns, sofern dass es so kalt geworden ist, ich meine, wie am Süden dann, dass uns vielleicht eine Sache, sei wir das uns klar, das kommt von Süden, wenn es das so kalt und so wieder. Aber dann so wie auch, dass das so unterschiedlich dort ist. Gut, jetzt bloß ein Ding passiert, weil ich mal nicht mal diese Sachen noch betrachten für mich selbst, dass der Wirtschaft das kriegt, dass der Herr das unter seine Kontrolle hat, und er sagt, und das soll wir uns freuen. Und da gleich will han, wir sollen auch beobachten und aufmerksam sein, wo er das tut. Wo er das unter seine Kontrolle hat. Und dann sagt er, saß der Vers, die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Ehre. Wenn der Herr all diese Sachen toll hat, sich auch bereits erwähnt hat, dort sind damit, dass er sich bewiesen hat, dass er erst dem die Anbetung gehört und dem noch die Erde fähig er bewies sich. Und die Vulkanus von dieser Stadt aufgehen, und das Lava, was er rausbringt, der Geschmack nach Stein. Scientificos, die das Ganze studieren und untersuchen, die können sich diese Frau nicht stellen, wo kommt das alle her? Es sind unheimliche Mengen mit seiner Temperatur, aus was da rauskommen wird. Kann sich die Frau nicht beantworten. Wo das ist. Und sie kicken auch nicht durch, dass der Herr, der König, an seine Schöpfung dann angelegt hat, oder dass das ein Werk ist, das er nicht zu seiner Zeit tät, damit, dass die Menschen sich bewundern, dass das irgendwas ist, was Menschen allmählich hinkriegen können. Sondern sie wollen das dabei sehen, dass sie das erklären können, warum das ist das tät. Und das können sie nicht. Also, dann bleibt uns das nicht von übrig, als dass wir unseren Herr und König die geben dafür. Und wir wollen mit dort, was von der im Programm ist, hier wird vorgebracht worden, dass wir ab dort kicken und uns mit dort freuen, das sind Sachen, die wir, viele von denen vielleicht anstreben, in dieser Meinung, dass wir wollen Gott, unseren Herrn, oder uns Herrn und König verherrlichen. Macht dort zu beitragen. Wir wollen auch dort sein, wir wollen auch beten, bevor wir wiedergehen. Aber am Aframpel, sie sind nicht gegenwärtig waren in Brasil, wegen ihrer Doktorie, was sie nach der Tremel hatten, um ihre Säkung, wieder ihre Säkung zu merken. Damit. Und sie können nicht gegenwärtig sein, aber sie sind dort. So, wenn wir noch beten, welche Abstunden, wann die in der Pause scheint. Liebreicher Gott vor dem Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns diesen Tag geschenkt hast, Herr, dass du uns einen schönen Tag geschenkt hast, mit Sonnenschein, mit Lauf, schönes Wetter, und auch, dass wir das
Zuversicht im Glauben haben, dass wir das weiten, dass du da bist und dass du für uns auch da bist. Wir freuen, dass du was mit uns sind diesen Tag, auch wenn wir so ein Programm hier haben, und dass wir auch durch dort abkicken, nur die in die Namen verherrlichen und uns freuen zu den Dingen, die du das, und dass wir uns mehr in die begeben, den will, Segen, den du für uns hast, den erkennen, den ausleben. Ich freue mich, dass du was mit jedem Einsender da einen Vortrag hast, was zu präsentieren, fertigbringen und dort zu dienen ihr. Wir laden die an, Herr, mit uns zusammen, befehlen uns die an. In Namen Jesus Christus. Amen. Vandaag. Wir verampels Leun en Neuter, die haben uns wat Bilder geschickt mit Präsentation von ihrer Arbeit dort, wo sie schaffen tun. Vielleicht erst mal einmal zu dort. Also der haben diese Kinderarbeit, ich glaube, das weit wie alle. Sehr graag, wenn dort Kinder sind, von Eltern, die in Lust der Camino sind. Ich weiß nicht, ist das bloß so sein. Ah ja, die haben doch alle, die sind im Jail noch sehr gut. Und die Kinder, die sind dann da auf einer Stadt, also du hast sich extra treu gemerkt, um die Kinder dort zu haben. Ja, die Remote ist hier irgendwo nicht, aber wir da halt anders machen. Kostet, glaube ich, das nächste Bild wieder schauen. Ja, das sind die Anlehrer von der Stadt da, die sind in Kanada, kann die nicht. Sind da halt nette Kinder, also von allen Muten, nicht bloß kleine, nicht bloß große, verschiedene, was du da hast. Ihr habt das Arbeit in der Kirche, also jeder Tag, ein paar Mal, Eden zu merken. Ja, hier soll wir, ich weiß nicht ganz genau, also geschrieben haben die nicht, wo das krank ist. Aber wird wahrscheinlich der Ehrenkrank sein. Also haben da halt ein paar, die da heute gemerkt für die Kinder, dass der uns scheinbar ein besonderer Tag haben. Eine Morgenandacht. Ich glaube, wir können dort hier vielleicht nicht so viel, das dort, heute auf Wort stehen, wird dort gemerkt, ich kann eine Schule in Karna, der hat immer so deuten, alle Monate kam einer von den Eltern, einer von den Führern, der kam immer in die Schule und die Morgenandacht merken, mit der ganzen Schule. Ja, en ik geloof dat we een goede idee worden horen. We laten de hand dat ook. Een gym, dat is er het naam doen. Übungen merken, exercise daar voor de kinderen. Spielplatz, ik geloof dat is vielleicht een idee ook voor ons. Manch einer, der denkt ook nog mal zo, irgendwann, weil er am Hafen so irgendwas haben für die Kinder. Ja, du hast einen Tag zu spielen, irgendwo, ja, das auch wird an einem Minuten nur. Kann wie gleich auch gehen, nicht? An den Kinderjahren. Ja, du hast verschiedene Pieren im Minuten noch nicht. Groß und kleine. Vielleicht der andere Wort kann so groß werden, als das der ein Pier ist. Pony. Das ist da ein Spielzimmer von den Kindern. Klatsch spielen, was sie wieder nennen. Duplo. Ja, Paul noch. Frische. Ist nicht so ja gut zu sein auf dem Bild. Aber, naja, für mich ist das nicht. Aber manche, die sagen, die da halt auch. Ist da halt Zeit geworden, Wessels zu reparieren. Und da auch verschiedene Dollarera losgenommen. Wir haben auch Quartieren im Lot nur, also ab der Farm oder ab den Haft durch. Verschiedene waren, gleich kommen nach Maya. Was sie da halt auch taub besorgen, oder was sie da auch Zeitvertrieb haben, irgendwo zu tun gibt. Gordon.
Kasen malten, wir laden eben zu das erst da, wo der Onlehrer da ist, von dort heim durch, seine Kasen mal schmack schein. Ich wollte nicht, hat das schon geprüft, mir wird einmal euer unterschluten, aber andere sagen, das ist so, das ist wirklich gut. Heu besorgen, ja, eine Multit. Ich glaube, es ist eine große Arbeit, wer dort wollt. Die Eltern, besonders die Mamas, vielleicht die wollten, wie viel Arbeit dort Jeff eten für mehr, nicht? Dann Jeff kleinen Sachen, Luther dort nach alle abtrieben, und dort dann ein paar Mal dachen sie wieder, das Jeff ein Doll zu tun. Man hat ein Doll hängen, ich glaube, dann Jeff dort auch sehr viel Arbeit. Was wir dort fahren, don't du selbst irgendwo merken von Schule, wie und wolltest du dort, oder Schule ist erst von der Schule? Nein, du wolltest nicht. Okay. Einmal die merken Schule mit euch. Gast, da war Sänger, die da gekommen sind. Nasta, von Schwarzen, also von Fähliges. Das ist ein Ausflug, was der Hand mit den Kindern, was sie taupen in der Stadt anfahren. Da war noch irgendein Park, wo sie ein bisschen Beschäftigung haben. Ist da auch gleich andere Weg, irgendwo manche Bäuer und manche Steine hier vorne. Gibt noch Aktivitäten mit einem Boot, Schwarm. Ja, Sie sehen noch, damals, als sie diese Eue gefangen haben, als sie da handkämmt in der Schofen, dann wären da 14 Kinder, also wollen da an wären. Und nun wären dort 42, wollen da gegenwärtig bei sein. Also haben sie, glaube ich, nachbitte mal Arbeit von 14, was 42 oder erst mal als das Doppelte. Und da fehlte dann, ja. Und sie danken für die Gebete, was immer. Sie beten noch an Weisheit, jeder Tag auch mit den Kindern zusammen. Zijn leuk ver nog Kenia wonen in een elternhuis komen wordt. Nicht ein gutes Elternhuis gewast, es so zu sein. Ich will doch gleich uitreiten so, wenn die Eltern irgendwas so haben wollten. Wir wollten dass für die Kinder auch fertig schwer ist. Da wir für auch wieder beten. Also wir freuen uns, dass sie die Arbeit da tun. Und auch wieder an denken. Gut, so weit mit dieser Präsentation. Nur dem haben wir ein Leut von der Jugend.
Also ich habe was heute gemerkt, zum Wiesen von einem Faul. Vielleicht kann ich das mal anmerken. Pelikan. Schafft es hier gut? Red? Okay, gut. Ja, Pelikan, ich weiß nicht, wo bekannt uns das sind. Wahrscheinlich jaftet er hier nicht, jaftet er hier. Kennt das wer? Haben wir wer hier Raum, wo sind wir sein? Das heißt, hier bekannt, dass die, wenn die Fisch gefreten haben, oder gefangen haben, dann habt ihr da ihre Schnubel, sind roten Karf, oder wie sie das nennen, wo die Fisch dann haben. Ich weiß nicht, ist das den hier so, wo jeden das. Zijn in de Brazilische Grenze, door Amazonasgebied, door jeftet stehen. De Bibel der redt von dit Faul in 5 Bibelvers, 5 verschiedene Stellen kommt der Fair. Zweimal in Mose, also einmal 3. Mose und einmal 5. Mose. Und da wird das Volk Israel gesagt, dass sie dort Faul nicht eten sollen. Dass die hier zu den Tieren, wo Gott gesagt hat, die sollen sie nicht eten. Dann kommt der einmal in Psalm Fair. Und da steht, was Luther noch erwähnt, und wo uns da aus dem Bild gebraucht wird, aus einer Lier. Und dann kommt er noch 2-mal in den Propheten fair. Und in den Propheten, da wird er gebraucht aus dem, wo Gott einfach gerecht sein wird über sein Volk, dann sagt er, der Pelikan, wo er wohnt, was immer, das meint so viel, das wird eine Wille angehen sein, da waren irgendwelche Tiere in der Stadt Hüsen. So, okay, vielleicht mal wieder stellen. Also einmal, nächste Bild. Das ist ein Pelikan, das gibt verschiedene Sorten von euch. Weil nicht nur ganz näher, wie dort 7 verschiedene, erstmal so. Also es gibt ein bisschen verschiedene, die sind alle unter ein Kern, nämlich dort sind Schnubelhand, sind wegen Schnubel oder so, wo die sind Karfer, so dort haben, wenn die verschreden tun. Ja, kann ich nachweisen, also dort geschriebene, dort alle verkehrt mal einmal, dann braucht ihr nicht jeder mal wieder. Dat wat ooit dat geschreven daarop leren. Deze veel die kent de leven zwischen 40 bis 60 jaar van mensen die abhossen doen. Dat meint, wanneer die in Tierenpark is dort zijn, dat die extra gepflegt worden, dan worden die nog oud, dan worden ze sogar bis 60 jaar haftet gegeven dat die geworden zijn. Aber 40 all eier. In der Natur so allgemein, also wo die sich selbst evaluieren sind, wo die nicht gepflegt wurden extra, wenn die krank sind oder so, da wurden die durchschnittlich bloß 26 Jahre. Das gibt verschiedene Sorten, sehr alle. Eine von den Sorten, das ist eine ganz besondere. Die haben nämlich Holz eine Strieb, wo die brün worden, der Brot hat. Und das ist bis für ein paar Monate oder so. Und dann wechselt die Klier waren, dann ist das waren dann erste war ganz weit, also so ganz normal. Das ist eine Besonderheit, die er hat. Die sind also zwischen Feuer und 13 Kilo, also das ist ein schweres Ding an sich selbst. 13 Kilo, wenn das ein großer Utgewachsener ist, dann wacht er all, Fanwort, ein großer Faul ist dort. Die leben in der Welt, also irgendwo, der Lebensraum. Wie kann die hier, glaube ich, kriegt bei uns nicht, aber man sagt, dass die von einem bis das andere leben in Australien, vielleicht soll es das auch geben, in Europa sind die Säuer bekannt, alle wegen, sogar in Kanada, ihr habt das auch Gebiete, wo sie da sind, demnach wird von der Sorte sein, demnach sind die dann in der Gegend, also alle wegen, meist irgendwo in der Welt leben da. Und die hauen sich allgemein ab, in Kolonien, sagt dort, dat meint met die houden zich als Gruppentaub ab. Ook wanneer de broden daar is staat, dan houden ze zich ook als Gruppentaub. Ja, dat er op een groep, zijn een grote plek broden doen. En wanneer dan broden doen, dat zijn niet bloß eine soort van de veel, dat je hier verschillende, wat alle onder de naam Pelikan komen. Die zijn ook wel gemixt. Also der kolonie, die heeft het ook manchmal andere maand van de broden, van een andere soort. Ook daarin ook manchmal der Brotplatz an. Vorher, also vor Jahren, dann glauben, dürftet ein Glauben von diesen Pelikanen, die sehen dann, dass die Pelikane dort seine Jungen mit seinem eigenen Blut fordern. Da haben nämlich Menschen haben manchmal beobachtet,
wenn der seine Junge manchmal fordern will, dann der sein Kopf so ganz darauf, sein Schnuvel so, dann der so noch sein Wort kriegt, und dann dachten der irgendwann morgen, der hat Blut an der Brust, dann dachten der hat sich die Brust aufgepickt, und der Blut kommt da, dass die kleine Blut zufrieden haben. Schließlich haben sie da rückgefangen, was er kriegt wir. Der hat nämlich Fisch gefressen, und dann deutete der Fisch 3 Rüt waren, und schaffte er, dass der Trägheim, um seine Junge zu fordern. Das dort die Junge fordern. Und sie hat dann, wart in seine Brust, was immer, der war dann noch schwinsch mit Bluten, was immer. Du werden wieder Bluten. Du werden haben viele das Symbol auch von den Pelikan hat er dort auch gebraucht. In der christlichen Bereich auch zum Beispiel, ab wo steht, wo der Pelikan gebraucht, nämlich aus dem Symbol dafür, dass Jesus auch sein Blut für uns gegeben hat. Wenn die dachten, der Pelikan, der gibt sein Blut für die Junge. Und du werden wartet, dass dort gesagt. Es gibt auch verschiedene andere Glaubensrichtungen, Religionen, die haben den auch als Symbol. Was irgendwo, was einer den fängt, wenn es am Kirchen geht und so wieder, manchmal irgendwo neue Schnitz oder was immer, an halt neue Arbeit und so wieder auf irgendetwas, da wird er als ein Symbol gebraucht. In Russland, wo der Kalle ist, auf einer steht, da tun die ansiedeln zu den Winter. Wenn der Wintertid kommt oder kalt ist, dann fliegen die in eine andere Stadt, wo es nicht ganz so kalt ist. Und die Felder fliegen lang. Und über die Saaten sich twärschen, dann haben die erst noch mal ein paar Tage eine Pause, wo die sich freven und so wieder. Und war er freten und dann fliegen die wieder. Die fliegen lange enger. Und krieg eine Strecke, wo die immer fliegen, das ist über Israel, wenn die von Russland und Afrika fliegen. Und da waren die gefordert. Also dort Fell, das ist von der Tag nach allgemein in der Welt, ein von denen, wo der Naturschutz kommt, wo sie nur abhosten, was sie unbedingt erholen werden. Ja, dann war Ton wie es Fisch, ruhige Horten, wenn der Fehl dann kommt, 2, 3 Tage, wo die dann in Israel sind, wo der extra vorher gegeben hat, dass der Fehl dort gut haben soll. Okay, das nächste wieder merken. Ja, hier soll wir auch ein bisschen Wort, dass der sie einen Schnubbel haft. Vielleicht sage ich hier, der Schnubbel, wie soll das hier, dass der und er sieht, da war ein bisschen so hart als was immer, der kann ihn so aufbiegen. Ihr schleitet sie wie ein bisschen tot, wie ein bisschen normaler, derner langer Schnubel, aber der kann ihn so aufbiegen. Und da wird er dazwischen haft, dass seine derne Hüt aus dem See, dem Fisch fallen oder dem da irgendwas nennen. Okay, wieder, also dort alle, was da geschrieben ist, dort alle verkommt, der Hafen Schnubel. Also von 24 bis 47 cm lang, also das ist ein großer Schnubel, da noch was versagt, da noch was ausgewaschen ist. Und das ist der Haft bei seiner Feut, hat der ganz spezielle Feut im Schwan. Das ändert auch an die Twäschende Teuen oder Tauers, nicht? Dann kann je der Fan Schwan. Und sagt das halt auch, der Feuerteuen haft er. Bleibt Entenhand bestreuen, nicht? Das ist kein Entenbührer. Aber ja, dort der Fan Schwan kann. Und dort brauchen die eigentlich auch. Also wenn die sich Saaten down auf dem Wutter, auch wenn die abfliegen down. Das sind nämlich große Fehler, die machen dort sich nur hauen mit der Feut im Wutter. Also ist das, wenn ihr Videos kicken, der dann hauen, schützen die sich nur, der besser Schwung nehmen kann, zum Abfliegen. Ein Pelikan, also die männliche Größe, was ein Pelikan ist, männlich größer, der hat ungefähr 300 Kilo Fisch im Jahr. Jeder Tag hat 10% von dort, wo er selbst hat, so viel Gewicht hat und Fisch. Ja, der braucht ganz schön viel Fisch. Der fragt sehr viel Fisch. Da wird nachher geschrieben, wie viel das ungefähr wir allgemein in der Welt, wo für Fisch die Pelikans fressen, dort sind viele Tonnen Fisch. 300 Kilo im Jahr. Wenn ein Pelikan einen Fisch kriegen wird, also wenn der irgendwo fischen wird, dann wird er den in seinen Schnubel, also wie sollen der den so up, das ist so, als was wie, das auch kann, wenn der zum Fischen nicht, wenn man einen Angel fischen down, mit einem Haken irgendwo am Boot, dann hat die dort nachher immer so ein extra Seef, dort den Fisch, das Seven dann kennt, und es ist dort, dass er nicht von Haken lustig haben, aber trägen Wut an den Käfen dort braucht er sie einen Schnubel. Ja, wenn der Fisch irgendwo ist, dann wird er den einen Schnubel nehmen, merkt den Tau, wird immer boven, dort Wutter du wie in Rüt kann, aber den Fisch, den haftet du sicher, also den muss er bleiben. Dort den
nader, was noch so wann das sein wird, wo die Brücken dort am zu fäschen. In denen sie einen Schnuvel, dort können 3 Fäschen haben, die männliche Größe, ich weiß dann nicht, wie viel das dann ist, wo eine männliche Größe Fäsch wird haben, das weiß ich nicht nehmen. Aber ungefähr 10 Liter Wuta, da schreiben noch Sinn, dass wir ich glaube, die schreiben, was 13 Liter Wuta wurden, den sie einen Schnuvel nennen können. Also das ist dann ein großer Pelikan gemeint, nicht? Ein großer, ausgewachsener, von einer größeren Sort. Das kann nämlich ganz gescheit fehlen, den sie einen Schnuvel nennen. Der ragt sich sehr weit ab, der kann dann doll Fisch auf einmal nennen. Die Pelikans, die kennt, also das Beste für Leute im Jägern, eigentlich bloß kennen sie in Flaket, wo der Jägern, die machen ja die Fisch kriegen, in der Fisch dort sind Hosgedinger. Da werden uns so viele Sorten, also Wortsorten von den Pelikans, meistens Fischen die aus Gruppen. Dann wollen die Fisch dann irgendwo heimgejagt und eine steht, wo das Flaket, wo der ist, da kann die nicht so gut kleben, der Fisch wird immer deut oder so, und du hast dann eine bessere Gelegenheit, den Fisch zu holen zu kriegen. Die dort im Team jagen, also aus einer Gruppe taub. Es gibt aber ein paar Sorten von diesen Pelikans, die nicht im Team jagen, die aus einer Gruppe taub stehen, im Vorder sehen, was immer zum Fisch kriegen, jeder einer bloß. Also wenn die Fisch sind, dann die, ich weiß nicht, von was andere Fehler, wo wir vielleicht manchmal sein haben, wenn die dann in der Luft sind, und fliegen da oben Raum, gucken, wo die Fisch dann sind, zwischen Tieren, was finde ich heute, und wenn dann einer ist, was der Posen ist, dann ja, und es ist dort ein drauf, dann kriegen sie sich den Fisch durch, dann luten sie sich ein Fohlen an den Fisch, ist dort einen Wuter nähern, den Fisch zu kriegen. Okay, dort wieder blättern. Ja, das ist ein, weiß ich nicht, nur wie das sagt heute nicht. Okay, dort, ich schreibe da noch ein Wiesen. Ja, der Pelikan, der hat eine Körpergröße zwischen 1,30 Meter und 1,90 Meter. Dort ist so hoch, als den sein Kopf ist. Ja, der bisschen höher ist echt, das ist der größte Pelikan. Gewisse Bilder, da kann man dort deutlich erkennen, dass das große Dinge sind. Ja, wenn die schwer sind, das sind große Fehlen, denen sie eine Pflichten, also die kleinere Sorte auf 1,80 Meter wo die Pflichten, wenn die ausgestreckt haben, wo die dann mehr in der, nicht? 1,80 Meter in der Gradste, also der Gradste kann 3,50 Meter breit sein, also den sind die ganzen Pflichten. Der Pelikan dort teilt aus der Schwanz da Fell, wo er fliegen kann. Ja, wir sehen ja schon, dass das mit einem schwerer Fell ist, und es ist dort erst der ist ein Fell, das fliegen kann, dort ist der Gradste. Du werden hafte auch seine Feut, braucht der auch, wenn der abfliegen will, am Wuter, der braucht ein bisschen Schwung zu nehmen. Der kann euch bloß einfach so nehmen, den Wuter losheben, und führt erst auf. Von Baum, da nimmt ihr den Schwung rauf, wer wollt wird. Aber du werden halten, der mit ihrer Feut, danach ist es dort ein paar Mal nur, dass ein bisschen Schwung kommt, dass die anholen, wenn die fliehen werden. Und dort sind auch von der Sorte viel, wo eine Thermiksegler sind. Thermiksegler, das sind die, wo die warme Luft brauchen, die Thermikus in der Luft brauchen, zum Fliehen. Da stehen, wo die warme Luft eine Hecht hat, ja, und dann diese fliehende Eva, das ist auch die schwarze Kräuner, Ula-Schwart, immer das down, was wir hier kennen, die fliehen gefährden auch ein bisschen rein, nicht? Die sehen sich da stehen, wo die warme Luft eine Hecht hat, und dann brauchen die nicht so sehr viel Kraft am zu fliehen, dann wird der Luft automatisch eine Hecht drehen oder was immer, oder auch holen, dann ist es leichter am zu fliehen. Und so ist dann diese Fehl dort auch. Ja, besonders wenn die widerstreiten fliegen tun. Die fliegen bald 24 Stunden in Oint, ohne eine Pause zu haben. Sicher brauchen die dann nicht die ganze Zeit dort mit den Pflichten schlungen und fliehen. Das wir, glaube ich, sehr viel zu viel Energie brauchen für die, mit viel zu anstrengend sein, viel zu schwer sein für die. Die beobachten die Fliehen, die Pflichten nur haben, aber beobachten dann auch bloß mit den Thermikus in der Luft sein, dass sie sich dann holen und luten sich dann so dort von Wind drehen. Aber bald 24 Stunden in Oint. Ich bewundere die Fehl, aber bitte können so lange in der Luft bleiben. Aber die können dort. Und die können 500 Kilometer in Oint, also eine Strecke von 500 Kilometer in Oint fliegen. Das sind 400 Ängste. Die kommen sehr weit. Sehr weit, wo in Oint fliegen kann. Die können auch über Hügelbäume fliegen, irgendwo.
die Höhe, also so hoch ist die fliegen kann, maximal, also bald 3000 Meter hoch, was die fliegen da. Es gibt gewisse Städte, wo die auch den Winter ansiedeln da, in anderen Städten haben fliegen. Und wenn du sie dann Beukehren dort zwischen sind, was immer da machen die durch immer fliegen. Da machen die manchmal sehr hoch fliegen, dass du sie immer kommen über die Bäume. Und der Geschwindigkeit der erst mal 50 Kilometer die Stunde, was die fliegen kann. Das ist nicht, vielleicht gibt es viel, was die für Busse fliegen, aber das ist hier ein schwanderer Fall. Aber der schafft das dann noch lange eng auf einmal zu fliegen. Okay, das nächste Wiesen. Wie nu in der Bibel steht, was ich sagen deut, wo ich was erwähnen will, in Psalm 102, den 7. Vers. Du sagst dort, ich gleiche einem Pelikan in der Wüste. Und vielleicht mal hier eine Frage, was stellt ihr ihn vor? Ich habe ein paar Dinge gewesen, dass das Pferd leben dort. Wo gut wird das Pferd leben können in der Wüste? Ist das eine gute Stadt? Soll es gar kein Trouble sein? Was denkt ihr? So ein Pferd ist dort, wenn der nun soll in der Wüste kommen, wird eine postende Stadt sein, eine makelige Stadt, kriegst du gut, ist das so? Ich glaube, für all die, wo eine Weiten wird in der Wüste, erste Weiten dort, dass die Wüste eine Stadt ist, wo so ein Pferd nicht überleben kann. Da erst du so ab eine falsche Stadt, ab eine Stadt, wo er nicht hingehören hat, ab eine Stadt, wo er nicht überleben kann. Das ist ab eine Stadt, wo er nicht gemerkt ist. Das ist uns ganz klar. Der braucht Wutter, der braucht Ferschen, was immer, und dort ist gekriegt, dort wird es in der Wüste nicht geben. In der Wüste du dort dreig, was immer, du jeftet wenig Regen, so warm, du jeftet nichts in die Gewässer. Und ich glaube, von Fisch kann man dann auch verjeten. Und hier sagt der Psalmist, es kriegt so, als wenn so ein Pferd in der Wüste sein. So geht denn dort. Wenn wir den Psalm lesen, den Psalm 102, dann sehen wir, dass das ein Psalm ist, wo der Psalmist geschrieben hat von einer Not. Du sagst dort, ein Gebet des Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. Und wenn wir dann die Einzelheiten diese wieder lesen, und was dort geht, dann verstehst du, wie irgendwo wer ihn heute sagt, ich fall mir ein Pelikan in der Wüste, ab einer Stadt, wo dort nicht zu überleben geht. Ich habe mich mit den Psalmen beschäftigt, ich wollte ihn gar nicht überlesen, ich will ein bisschen ein paar Dinge durchheben. Das Psalm hier, da redet Dinge an, wo wir sein, was bei Jesus Christus am Kreuz passiert sind. Er beschreibt die Not, wo Jesus am Kreuz gelitten hat. Und dort ist ein Gespräch in den Psalm. Du redest der Führer drin sehen, du redest sehen drin Führer, also erstmal die ersten 8 Vers, du redest sehen drin Führer, dann redest der Führer drin sehen, und dann wird einmal, dann wird der Sehen geredet, und dann wird der Führer geredet. Dann redet der Heilige Geist. Und dann Luther redet sehen war. Und du sollst dort, du hast ein Gespräch aus ab Golgatha, das ist eine Prophezeiung. Das ist gelang vor dem, dass Jesus am Kreuz starb, ist dort geschrieben worden. Du hast ein Gespräch ab Golgatha und du kannst hören, wo du die Gottheit untereinander reden wird. Und Jesus sagt hier, so ist ein Pelikan in der Wüste, sie hat an dort. Dort steht, so voll sich um Kreuz. Und dummer dort wir uns dumm miteinander können, was haben dort dann gegangen um Kreuz? Hast du eine gute Stelle gehört, wer ist dort du warst? Er sagt zum Beispiel im 4. Vers, denn meine Tage sind in Rauch aufgegangen und meine Gebeine glühen wie ein Brand. Mein Herz ist geschlagen und verdorrt wie Gras. Ja, ich habe vergessen, mein Brot zu essen. Vor meinen Stöhnen und Seufzen klebt mein Gebein an meinem Fleisch. Ich gleiche einem Pelikan in der Wüste, ich bin ein Käuzchen in den Ruinen. Ich wache und bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Und dann wieder wird geredet von seinen Fien, würde Fien am der Schmähen tun und so wieder. Klärte zu Gott, wird die alles arm nach unten, hat einen auf den Falsch.
12. Vers. Und da sagen wir, was für eine Not er gelitten hat. Ich dachte hier so, und das steht so, wo wen erst der Pelikan in der Wüste näher kommt. Wo wen muss er durch in der Wüste sein? Wir wollten, dass ja viel der Leben in der Wüste. Das ja Sorten von viel, die kommen da klar. Die posten da han, die Gehirn ab der steht han. Und nu hast du so bald einmal einer in der Wüste näher kommen, wo noch gar nicht daheim Gehirn dort, wo wir in keinem dazu steht. Und ich habe einen Vers, was ich erwähnen will, in 2. Korinther, den 5. Kapitel, im 21. Vers, da sagt dort, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wie wir in Sünde, wie haben eine Schuld, wie wir da, wo du ab da steht in der Wüste, nicht trafen sollen. Uns würde trafen, so ein Leben, also ab da steht in der Wüste zu leben. Und nun wird hier gesagt, nu als Jesus, da, wo vom Himmel gekommen ist, er ist in der Herrlichkeit beim Führer, ohne Sinn, in ganz vollkommener Heiligkeit mit dem Führer. Er ist gekommen und hat die Stadt eingenommen und ist in der Wüste gegangen, ab der Stadt, wo er dreht wir, und ab der Stadt, wo er nicht überleben wir. Nämlich durch und Kreuz, so aus dem Pelikan in der Wüste dort gehen würde. Gut, so weit von das. Sind da noch irgendwelche Beiträge, hat irgendwer was dran gemerkt? Ich will jedem eine Gelegenheit geben, was vom Befrieden ab. Wir wollen was der Tod reden für die meine Tag, die wenig fehlen, die immer Reuter ist, die meinen bekannten Leute singen, weil wir nachgehen, weil wir ein Leute singen. Vom Befried, was wem die nicht mehr hinabzugehen. Das ist alle willkommen hier oben. Zum Weg des wieder Morgen, Licht mit Strahlen, was wir an. Schlafend werden sind der Sterben, nein und nein, drum auf und dran. Gott, der Herr, hat dir gerufen, drum so säume länger nicht. Oder was willst du uns sagen? Vor sein Gericht. Lieg zu Jesus ganz vom Herzen, brauchst du seiner Gnaden treu. So beweist durch deinen Wandel, dass dein Herz aufrichtig sei. Suche die verirrten Schafe, weil es sie nach Christi wollen. Führe sie zu Jesu Herde, denn dort sind sie gut versorgt. Und erstreue deinen Samen, und es wird gesegnet sein. Denn der Herr wird Regen geben, so wird's wachsen und gedeihen. Sei nur froh, für Gott zu wirken, hast du Hoffnung.
sie. Okay, danke schön dafür. Ist da noch wer? Und da holla. Ich dachte, hier ist noch sehr gut vielleicht. Der erste Mann, du meinst, der Kraft wird haben, du merkst da, wo mir anlegen dort. Aber ne, hat gucken, dass euer gelegt. Wir haben mal euer angelegen, Zeugnis zu vertellen. Auch von der ganzen Zeit muss ich meist bis an dort denken, dass ihr habt noch freie Beiträge, ihr habt Gelegenheit, wo mehr zu tun. Das muss einfach tun. Eine Frau am Anfang, oder zwei. Die erste, wer wird zum Morgens hier in der Kirche? Zum ersten und zum ersten. Wer weiß, was die Predigt wird? Das ist schon ja. Das ist nicht ein Problem. Er redet von, wo wir können als Christ auch glücklich sein. Und was er zuletzt erwähnt hat, das ist, dass wir in dem Herrn glücklich sein. Ich dachte bei mir dann so, was sind die Mittel, wo wir glücklich sein in dem Herrn? Was ist der Weg? Wenn wir vielleicht mit jemandem reden wollen, der nicht wie uns ist, da wollen wir die Mittel, das ist das tun. Dann können wir das tun. Aber wo können wir glücklich sein in dem Herrn? Was sind die Mittel? Und ich dachte ein paar Dinge. Eins ist die Bibel, andere ist das Gebet, die Gemeinschaft mit Gott. Und woran wir anlegen, da ein bisschen Zeugnis zu vertellen, das ist, ich sage, letzte Zeit, wo er lernen muss, wo Gott mir wissen muss, dass ich diese Gemeinschaft brauche. Und dass ich mir um die Gemeinschaft kümmern muss, wenn ich will geistlich wachsen, wenn ich will in Arm sein, in dem Herrn mutig sein, ja glücklich sein, kreuz es wie für mich auch in der Predigt haben. Du je so als ich ungefähr 14, 15 Jahre wird, du erkenne ich all, dass ich verloren wird, dass ich ein Sünder wird. Und ich habe damit eigentlich ungefähr 3 Jahre gelebt, wo ich wusste, dass ich meditieren muss, wenn ich will im Himmel kommen. Ich habe noch Schworde mit gedreht, habe mir Raum gesagt, ich habe eine Bibel gesagt, ich habe noch an gedacht, zu jemandem mir auszuscheren, wo mir das denkt, wenn ich gesagt habe, leben. Aber schließlich, als ich 17 Jahre war, interessanterweise nach Krieg an meinem Geburtstag, da wird der Tag durch. Dann kann ich meine Knie beten, dann kann ich Jesus annehmen. Und da wird so eine Freude, der sich lohnt, wieder zu vertalen. Aber mit mir will ich vertalen, von was Luther gekommen ist. Ich weiß nicht, wie lange Luther, aber ich weiß, die erste Zeit, nur mit der Bekehrung, dass wir eine schöne Zeit, dass wir, ja, so als jeder, der gläubig ist, weiß, was für eine Freude das ist. Das darf auch ich beleben. Aber Luther, als das Leben dann so normal wiederging, dann komme ich im Zweifel über meine Radung. Ich dachte, was ist passiert? Ist das echt? Ich habe mich so viel damit dran gedreht. Ich habe viel mit meiner Seelsorge abgesagt. Vor einmal war der Mut. Ja, ich bin ein Kind Gottes, aber irgendwo nachher verjüngt war. Und ich habe so viel Gespräche gehört. Bat mir jemand, eine Sache abhauen deut und sagt, das ist wahrscheinlich nicht bloß, dass du zweifelnd ist, sondern dass du mit Depression zu tun hast. Na, muss mich für eine Frau sterben, woran ich. Aber, naja, als jemand mir dort sieht, ich kann irgendwie dann noch nicht klar mit dort, ich kann mich immer noch länger damit rumgedreht, mal wir in gute Tiden, mal wir nicht gute Tiden. Mal wir in Tiden von großer Verzweiflung.
In Kreuzes wie Vermeer auch in der Predigt hatten, wenn wir mutlos waren, dann merken wir der ob für den Sinn. Und kommt erfahren hat sein, dass das wirklich so ist. Wir im Geistlichen mutlos waren, wir merken der ob für den Sinn. Und so wird es immer weiter auch bei mir. Wenn Zweifels und Depressionen mit Drecken deuten, und ich dann nicht nur das Wort Gottes ging, dann merke ich immer automatisch der ob für den Sinn, dann kommt der Sinn auch noch hinein. Und dann wird nochmal gesagt zum Zweifeln. Naja, heute passiert in so einem Leben viel steht, das kann ja alle nicht taub stemmen. Ich habe auch eine Zeit gehört, wo ich schwor über gedacht habe, als Gott mir das überhaupt noch vergeben können. Und ich würde gläubige Menschen mit sprechen, spielt nicht so mit den Sinn, wie es dort ist ich weiß nicht, was ich so sagen, ein schreckliches Gefühl, wann sich so fällt, Gott wird nicht mehr vergeben. Aber der Titel ging wieder, ich hatte verschiedene Tiden, ich hatte gute Tiden, ich hatte schlechte Tiden, ich kam da irgendwie nicht mehr klar. Einmal war er ging zu einem Dol und ich mochte diese Klarheit haben, dann ich wirklich ein Kind Gottes, und ich mochte Ruhe mal da haben. Vor hatte ich auch diesen Gedanken, wenn ich nicht bloß mal die Bibel nehmen und lesen und studieren, ich will meine Speise durchnehmen für das geistliche Leben, dann kommt der Satan mit einem anderen Pfeil an, ja, wenn du dann doch nicht beziert bist, dann wirst du am Gerichtstag täuschen. Und so verschieden. Ich weiß nicht, dass ich das sehr gut erklären kann, wo eine Mensch das geht, wenn er in Depression lebt, aber ich glaube, das Chante, was mir wenigstens die Weisheit verstehen. Und nun dieser letzte Weg, als wir Evangelisation hatten, dann war ich einmal, ja, durch Sergei in der Predigt, selbst auch durch andere war ich an, dass Sergei Depression handelt. Ich dachte so, naja, einen Tag kriegen wir dann Hahn und wir vertauschten das. Ich frage einfach, wo kannst du von Depression, was ist das, wo bist du rausgekommen? Und ja, einfach, mir fehlt der Rut, wenn ich so einen Charakter habe, damit auch klarkommen kann. Und du war mir klar, dass ich mir mehr Chambern um die Bibel lesen, um die Gemeinschaft mit Gott klar zu halten. Ich erinnere mich an eine andere Sache, was jemand mir sehen, mit der stille Zeit, jedes Mal die Bibel lesen, das kostet nicht mehr Gott ein Gefühl mit dem. Rein bloß die Salz. Das ist mir wichtig. So viel als ich geistlich wussten will, so viel, wo ich die Bibel lesen. So viel als ich geistlich will wiederkommen, so viel, wo ich im Gebet sein. Ich glaube, da hast du nicht eine Grenze, so und so viel Mal wie jeder Tag lesen, damit wir wirklich ein Christ sind, sondern so, dass wir geistlich wollen wiederkommen, so wollen wir dann auch die Bibel nehmen und lesen. Und ja, ich tische mir einfach mal den Arm aus, warum das gewohnt haben. Ich habe auch einmal mit jemandem geredet, wo er sagt, er hat Depression, aber er hat überhaupt keine Probleme mit Zweifel über das Heil. Und aber er hat. Und das hat mir irgendwie nicht rührt. Und ich möchte, dass Sergei, der kann mir in diesem Bereich auch verstehen. Wenn er vertellen, warum das gewohnt hat, wie er eigentlich einfach dieselbe Vollstoppen, der ich kann. Und da kann ich ganz irritieren, dass mir muss auf Gottes Wort verlassen. Und andere Wege sage ich einfach, in Gottes Hände schmieden, auf die Verheißungen, die er in seinem Wort geben lässt. Ich glaube, wenn wir da in der Bibel forschen, ich finde sehr viele wunderbare Verheißungen. Und ab diesem muss er mir einfach lernen zu vertrauen und dann diese Gemeinschaft mit Gott pflegen. Und ich möchte das auch, wenn ich diese Gemeinschaft nicht so mit Gott pflegen darf, dann könnte der Heilige Geist eigentlich nicht zu mir reden, und da wird zwar der für den Satan, mit allen Zweifels und mit allen Türchen anderen, wo ich nicht mehr klar kann. Und wir haben zum Beispiel im Vers in Johannes 1, Vers 12, es sei bekannt, sagt, dass alle, die Arm abnehmen, denen ihr fördert, Reich Gottes zu werden. Also Gott hat uns das Reich gegeben, du darfst, wir haben annehmen deuten, wir haben ein Kind Gottes erst. Das ist nicht, dass wir irgendwas getan haben, sondern bloß, wenn wir es angenommen haben, hat er uns das Reich geschenkt. Und so gibt es viele Verheißungen, wo wir das Kind Gottes kennen und auf der Bibel basieren,
als wenn es in den Fall oder nicht. Und das ist so wundervoll, wenn es Gottes Wort zuverlässig ist, ob sich uns das nicht fällt oder nicht, sondern wenn wir auf Gottes Wort vertrauen, dann sind wir sicher und das bin ich dankbar für. Dankeschön. Ist noch wer? Buenas tardes. Ik dacht dat ik moet van jou krijg die gelegenheid waarnemen. Mir hat das einmal so erscheint, in dieser Versammlung zu sein. Und wir machen uns von Jüdlos reden. Wir fahren hier weg und wir sind wirklich dankbar, für dass wir haben können mit Jüden taub sein. Und so hat das so erscheint. Und so geht das well, weil wir diesen Monat wegfliehen. Und wann wir wegfliehen, trotzdem, weil wir Jüden nicht verjährten. Und wir waren doch das Ganze nicht verjährt. Dankeschön. So, ans älteste ist hier von dir und ich, wir können ähnlich tun, was wir wollen. So, Obram, wenn du ans nu hörst, dann denkst du vielleicht, das Problem ist auch, dass wir wollen nicht tun. So, ich will ein bisschen mit von reden. Gestern war das so in der Nachricht der Gewalt von einer Schreiterie in der Stadt, auf der mexikanischen Grenze. Ich glaube, ihr habt alle gehört, in El Paso. Dort wir an einer Stadt, wo viele von unseren plattdeutschen Menschen vorhin entscheiden. So, dann wird es sehr schwierig mit den Nachrichten. Und so wie ich gehört habe, ist keiner von unseren deutschen Menschen durch die Audio gekommen. Aber ich mal jetzt mal beobachten, wie das mit den Nachrichten. Dann wird sehr schwer neue Frage, jaftet gleich Bilder. Krieg von der Stadt, wo dann diese Gräselige dort passiert. In der ganzen Welt, Nachrichten, die versuchen, an die Informationen anzukommen, an dem Täter. Wer ist der Täter? Wer wir dort? Woran deutet das? Normalerweise sind das junge Menschen, die das verüben. Das wirkt in diesem Fall so. Aber es sei ja schwer, wenn uns das passiert, als der Opfer verjähren. Das kommt so gut als nicht. Das wird uns bloß immer gesagt, das sind so und so viele Tote, so und so viele Verwunde. Aber wie viel Opfer gibt das nicht? Woran interessiert sich keiner nicht für dich, wie das geht? Wer der Täter ist, dem seine Eltern und so weiter, das wird sehr schwer rückgefangen. Auch die Frau, woran passieren die Dinge? Danach wie ein Fresher, der losging und schaut in Ohio. Von der ist das so, in den Nachrichten, da kann man immer die Kommentare lesen. Da kommen schwer Dutzende Kommentare rein. Wenn man da ein bisschen guckt, was sagen die Lieder, was fragen die Lieder. Meistens wird gesagt, die Ursache ist, dass diese Dinge passieren, dass gesagt soll enger werden, dass die jungen Menschen nicht das Schädigkeit oder überhaupt gerade Schädigkeit können eine Lösung sein. Der andere sagt, all das passiert, wenn es zu viele Filme am Markt sind, die durch Gewalt wiesen. Ich dachte, da will ich ein bisschen angehen. Das weit wir alle, das ist es dort. Der TV, der Internet, der Handel, wo sie Filme verkaufen, der ist voll von Gewalt. Über 90% von jeder Filmhändler, der verkauft Films, wo schreckliche Gewalt gewesen wird. Und
Ik heb me gevraagd, waarom is dat zo staat? Waarom geeft dat überhaupt alle? Kan het zijn dat dat andere waarom is? Dat de mens een groot bedürfnis heeft, zich dit aan te kijken, deze geweld, dit te consumeren. Nicht, dass diese Films dem Gewalttäter merken, dass das kein Unweg ist. Dass all diese Gewaltfilms ein Reflex sind von dort, was wir Menschen sind. Du hast einen Psychologe in der Stadt, der heißt Douglas, der hat für viele Jahre das studiert. Woran gibt es diese Serienmörder, woran gibt es diese Amokläufer, diese Attentäter, die mit der roten Maschinen kommen und Waschscheiten. Und da hunderte von diesen Menschen uitgevraagd, auch in Gefängnissen gewohnt. Aber so weit, dass er selbst durchdreht, dass er selbst in der Psychiatrie hineinkam, in ersten Monaten sich selbst muss behandeln lassen. Er sagt, in den Menschen hineinzukicken, was du dort bist, ist so furchtbar, dass er das selbst nicht mehr durchsagt. Und da sage ich, das Bedürfnis von uns Menschen, Gewalt auszuüben oder Gewalt anzukicken, sagt er, das ist so aus der Menschheit. Sogar die Römer, die hatten schon mal große Theaters, da kamen Tausende, die gaben das Monatslohn aus, um da einmal ein paar Stunden tot zu kicken können, weil sich die Menschen auf der Arena anbrachten, wo viele Christen angebracht waren. Die sagt sogar, dass das römische Reich ein großes Part wirtschaftlich dadurch bestimmt, dass das Geld alle ankriegen. Wenn die Menschen so heran werden, nur sich gewollt unterkicken, dass die bereit werden, alles zu geben dafür. Du hast sich nur schon geändert. Von der geben die Menschen jeden sehr viel Geld aus, um sich gewollt unterkicken. Ich glaube, dass die Lösung ist nicht, die Filme zu verbieten. Ich glaube, wo wir an Arbeit machen, das ist hier so bin. Habe ich ein Bedürfnis nach Gewalt, nach Rache? Da ist das Problem. Dankeschön. Ich habe noch ein bisschen Wort, ich will aber ich kann nicht aufschneiden. Ich wünschte, wir nicht die Versammlung Meier, die wir haben mitzuteilen. Und wir haben durch das letzte Bibelleseplan, den wir mitgegeben haben, gehen wir in eine Offenbarung. Da werden ein paar Dinge, die mir abfallen leiden. Von das Sendschreiben an die Gemeinde. Dass Gott an die Leder schreiben hat, was an ihre Gemeinde ist. Und er sagt, wenn das sich nicht ändern wird, dann wo ich komme, mit diesen verhandeln. Das hat sich das dort in Einsaten dann. Und hat ich jedenfalls mit sie gedacht, nu dat dit hier nog 4 Jahre wordt van de Nathan Lena Rampel, Arbeit in Mexiko, kann irgendwer den Platz, wo die das schaffen? Heeft keiner de Hand dafür? Wer nicht Hand zu heben, aber kann den keiner. Anderes, für mich ist das eine Geschichte, wo ich mitlebe. Der Platz, wo von der Kingerheim ist, Friedensplatz, dort wir da eine kleine Gemeinde Kirche. Als wir diese Kirche schon bilden, als wir die Jahre anfangen, dann wir an den 1994. Wir in Mexiko in deiner Konferenz, dann wird von hier ein paar deiner daheim geschickt, durch die Konferenz mitzuleben. Und dann wir echt damit an. Dann sehe ich in der Kirche was, auch Lothar nochmal, was von der Friedensplatz ist. Die Kirche da, der ist durch Uneinigkeit in der Kirche versteht worden. Ich habe Details angehen. Ich habe den Lehrer davon kennengelernt.
Und die Kirche ist lang teuer was als eine Wüste. Ich werde einen Satz, als die ein paar Jahre nicht mehr Gottesdienst was wir. Das sage alle so vorkommen, wie die Mensch, die verdient da, da was krüterig, Gras und so weiter. Aber dann nennen die nicht Sache schlimm. Ich meine, wir alles verwistet. Nun ist das da eine Stadt geworden, wo diese Kinder schuldig geworden von wo Gottes Unrecht. Die Kinder, die da nicht einen Verblieb haben, die ihre Eltern vielleicht bei los im Camino sind, als so ein Zentrum, jetzt ähnlich als hier mit Gerdepass. Die Eltern werden in sich in Laster verfallen sein, dass die ihre Kinder da erzogen werden. Da sind auch so eine Verhältnisse, wo die Eltern vielleicht sich geschieden haben, oder vielleicht ein von den Partnern im Gefängnis ist und der andere hat nicht die Möglichkeit, mit den Kindern anzuwohnen, vielleicht wegen der Feiden, wer weit Wort kriegt, so sind verschiedene Ursachen. Jetzt ist das eine Stadt geworden, wo da Kinder ungerecht waren und ungebracht waren, haben dort die jetzt Ungerecht kriegen, Ungerecht gegeben. Und ich freue mich damit, dass diese Schwestern da mitarbeiten. Was ich all sagen, die keine Aufhand hat durch kann, denn für mich ist das eine Lebensgeschichte. Ich weiß nicht, wie alt die Kirche die Zeit wir, als wir dann in Mexiko fuhren zum ersten Mal, aber wir dann eine ziemlich frische Kirche. Sehr motiviert, wie eine lebende Kirche. Zum zweiten Mal, als ich dort wir dann traf ich da ein, was wir heute in der Städtskerne gelehrt am Utrau plus so. Und ging ihm da dann anreden, begrüßt haben wir Namen. Dann checkt er so ab und sagt, woher weißt du meinen Namen? Weil ich sage, als er dort gleich weit, und steht ab den Utraub, der von einem verdammten dort Jahr, sind er eigenes da. Und er sagt, das weiß ich nicht, das habe ich vergessen. Aber ich weiß, dass er eine Zeit hat, wo ich glaube, dass alles, was nach dem verkaufen wird, das geht an. Und hier fallen wir uns breiterlich in bloß ein bisschen zu der Geschichte. Ich kann sagen, für mich ist das eine Lebensgeschichte. Ich freue mich manchmal, ich will das gar nicht urteilen oder irgendwas, bloß ich freue mich manchmal, warum ist die Kirche umgegangen? Warum ist das ausgegangen? Warum hat das so lange aus der Wüste gestanden? Und nu war es zwar nicht so eine Gottesdienste am Sonntag geholt, sondern das jeder Tag haben sie da mit den Kindern zu tun. Und da wurden die Kinder nun Weg von der Wahrheit gehalten. Gut, so wie das ist. Ich wünsche heute Nacht was mitzuteilen. Seid frei. Ist nicht noch was? Weil dann noch ein Leute singen gemeinsam, dann nur dem Schlittwurf. Singen wir es Leute Nummer 454. Nummer 454. O Gott sei gelobt für die Liebe im Sohn, der mit Blut und der Wort dann auf dich am Thron. Halleluja sei gepriesen, Halleluja, Amen. Halleluja sei gepriesen, Herr segne uns jetzt. O Gott sei gelobt für den Heiligen Geist, der zum Heiland uns
weiß. Halleluja, sei gepriesen. Halleluja, Amen. Halleluja, sei gepriesen. Herr, segne uns jetzt. Lob, Ehre und Preis wird immer gebracht, dir dem Ham das von Sünde und selig gemacht. Halleluja, sei gepriesen. Halleluja, Amen. Halleluja, sei gepriesen. Herr, segne uns jetzt. Ich sage einmal ein Dankeschön für die Beteiligung. Wir werden noch beten zum Aufschließen. Nur dem erst da nach dem Fassbar, nur dort Fassbar ist ein Volleyball. John Giesbreich hat gefragt, heute wird die Ekipos mehr zum Volleyball spielen, für die wir spielen werden. Wer wird noch beten zum Aufschließen, wo der Posten erst mal abstunden. Das liebe Heiland, wir danken, dass wir hier dürfen einen Tag top haben und auch, dass die Gemeinschaft hier dürfen top haben. Herr, wir beten, dass du uns auch sehen, zum nur denken, du dich, schenk, Herr, dass uns bewegen können, jeft, Herr, dass uns glauben, und du dich stärker werden. Bete auch, Herr, dass du mit der Gemeinschaft auch wieder durch den Tag uns dich bibest. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Gottes Segen mit dir.